Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch und zu einer richtig weihnachtlichen Folge. Ihr seht, ich bin voll ausgerüstet und völlig im Weihnachtsfieber. Heute habe ich für euch mal eine Alternative, wenn man mal ein Weihnachtsmenü machen möchte. Und heute machen wir ein Entrecôte im Teig und ich verrate euch, wie ich Risotto mache. Ich bin die Meisterin vom Risotto. Als erstes und jetzt mehr um das Stück Fleisch kümmern und das braucht jetzt so eine Wellnessbehandlung. Und ich habe hier ein Peeling gemacht mit Senf, Öl und den Kräutern, die man Bock drauf hat. Ich habe natürlich Salbei drin und Rosmarin, weil ich das halt so fest liebe, und frischen Peterli. Wenn ihr das gute Stück mariniert habt, geht es als Anbraten. Ich tue das Fleisch von allen Seiten etwa so 5 Minuten wirklich scharf anbraten. Der nächste Arbeitsschritt ist jetzt, dass ich den Blätterteig auf eine Fläche auslege. Dann tue ich dort den mit Spinat, mit gekochtem Spinat belegen. Und dann kommt das Fleisch drauf. Und dann kann man mit Eigelb so ein bisschen die Ränder aussen bepinseln, dann klebt es ein bisschen besser. Das Teil gewinnt definitiv keinen Schönheitspreis, aber die mich kennen, die wissen ja, dass ich so mit Gäckeli-Sachen eben nicht so gut umgehe. Aber an Weihnachten zählt die Liebe, die nächste Liebe. Also liebt auch so ein hässliches Teil. Ich habe so Freude, es schmeckt schon so fein. Und jetzt kommt es bei 180 Grad etwa 30 Minuten in den Backofen. Und jetzt kommen wir zu der Meisterdisziplin Risotto kochen. Als erstes dünsten wir Zwiebeln andünsten und Morcheln andünsten. Ich mache ein Morchelrisotto. Bester Pilz ever. An Weihnachten darf man reinschiessen. Ich dünste die Zwiebeln andünsten als erstes. Hier habe ich eingeweichte Morcheln, weil Morcheln haben erst im Frühlingssaison. Darum habe ich eingeweichte genommen. Die sind fast besser vom Geschmack her, wenn ich ehrlich bin. Die haben viel intensiveres Aroma. Und einfach das Wasser ja nicht fortschiessen, das brauchen wir noch. Als nächstes haben wir Risotto. Und dann tut man das Ganze mit Weisswein ablöschen. Und nicht einfach mit einem Schluck. Mit einem riesigen Schluck Weisswein. Es braucht sehr viel Weisswein hier drin. Jetzt seht ihr, jetzt ist der Weisswein schon recht eingekocht und jetzt tut man einfach ein Schlückchen Bouillon dazugeben. Und ich gebe ganz gerne noch ein bisschen von diesem Pilzwasser rein, dass es so richtig nach Pilz schmeckt. Man muss einfach aufpassen, unten hat es so einen sandigen Satz und das hat natürlich nicht drin, sonst haben die Leute nicht so Freude. Wieder umrühren, einkochen, wieder wieder Bouillon hinzugeben und dann muss man halt einfach probieren, bis es einfach einen guten Biss hat, der Reis. Und da muss man jetzt halt wirklich dabei sein und rühren. Es ist so ein eine Diva, aber es ist so eine schöne Diva. Das ist wie eine Frau. Man muss einfach zuschauen. Das Risotto ist jetzt nachher und ihr seht, es hat noch relativ viel Flüssigkeit drin und die braucht es auch. Weil sonst gibt es so eine grusige Pappe, die man im Mensa essen kann oder so. Es muss wirklich, ein Risotto muss auf dem Teller zerlaufen. Als nächstes brauchen wir Butter. Und zwar nicht einfach ein Flöckchen, wir brauchen Anken. Und zwar genug. Zack. Hier rein. Wer Risotto essen will, der will auch nicht abnehmen. Zum krönenden Abschluss braucht es Käse. Ich habe hier geriebenen Parmesan-Käse. Nehmt wirklich Parmesan, es ist wirklich am besten. Das schmelzen, mit Pfeffer abschmecken und dann, ich sage euch, dann seid ihr die Helden. Dann seid ihr einfach die Helden. Schaut euch mal das an. So etwas von gut. Natürlich muss ich wie immer alles probieren. Und ich sage euch, es schmeckt in dieser Hütte nach Morcheln. Cremig, salzig, morchelig. Nein, da könnt ihr wirklich nicht verlieren mit dem. Mit diesen 30 Minuten könnt ihr wieder vergessen. Es braucht sicher 50 Minuten, bis es nachher ist. Und jetzt bin ich gespannt, was da hier rauskommt. Hammer! Sieht es aus. Hammer! Und jetzt schneide ich natürlich die Scheiben ab. Ich bin so nervös. Hoffentlich ist es gut gekommen. Oh mein Gott. Sorry. Zieht nicht das rein. Ein Träumchen, sorry. Ein Träumchen. Und dann noch mit Risotto. Oh Gott, ich gehe ins Loch im Fall. Ich möchte so gerne Gast bei mir sein. Jetzt geht es natürlich als traditionelle Testen her. Aber ich habe so Freude, es sieht schon so fein aus. Ich esse immer viel zu viel. Das ist so gut. Das Fleisch
Ist einfach herrlich. Es muss im Fall nicht Filet im Teig sein. Es darf im Fall auch Entrecôte im Teig sein. Es ist der absolute Wahnsinn. Jetzt seid wirklich ihr dran. Geht in die Migros, nehmt ein richtig gutes, bündiges Stück Fleisch und macht das Entrecôte im Teig. Die sind die Helden. Nein, noch mit einem sexy Risotto. Man will nur noch bei euch Weihnachten feiern. Ich sage euch, es ist herrlich. Ich wünsche euch eine mega schöne Adventszeit und ich sage euch und verspreche euch, wir sehen uns schon bald. Tschüss zusammen!